Ich begrüße den Städtischen Kongress an einem Wahljahr. Wir wissen, was zu machen ist. Die Kernmessage vom letzten IPCC-Bericht, den das vorher rauskommt, aus anderem ganz klar. Der Kampf gegen den Klimawandel erlaubt keinen Abschieben mehr. Es muss direkt und ganz tiefgreifend gehandelt gehen. Gerade so klar sind das im Bereich Biodiversität, wie zum Beispiel im Kader von der Konferenz von Montreal. Wir müssen nur konsequent aktiv gehen, sonst verstehen wir als Lebensgrundlage. Wie viel zu mir? Wie viele Studien brauchen wir noch, ehe dann nur wirklich reagiert wird? Was muss noch geschehen, dass wir als Menschen nicht weiterhin bewusst als Lebensgrundlage zerstören? Zahlen von Wissenschaftlerinnen und Büchern, an denen probiert wird zu erklären, wie wird nicht mehr konsequent gehandelt wird, holen massiv zu. Der Mensch verändert sich nicht gern. Der Mensch lässt den Alltag nur an die wirklichen Konsequenzen kommen, ja aber recht an der Zukunft. Politikerinnen müssen gewählt gehen, Affären dürfen zu viel weitreichen, aber auch dem, was man der populären Maßnahmen zu holen. Es sind ein paar Erklärungsvorschläge für diese Situation. Mit den Erklärungsmuster gehen nur irgendein Kehr nicht mehr durch. Sie sind sicher hilfreich für ein gewisses Verständnis für die Situation zu holen, aber sie gehen nicht mehr durch. Sie sind keine Entschuldigung mehr für nicht handeln. Weil wir gesehen haben, spüren alle gut, los schon Konsequenzen von der Klima- und der Biodiversitätskrise, sie ist nicht mehr in weiter Zukunft. Sie sind lo do. Und dazu ist eine Sache von Empathie und ein Bewusstsein für Gerechtigkeit, für über den Tellerrand rauszugucken und zu sehen, dass los schon an den Ländern vom Süden Klimakatastrophe für immense Misere sorgt. Auch bei uns als Klimakatastrophe kommen. Ah ja, der responsable Politikerjob ist kein einfacher. Verantwortung zu übernehmen für Transition zu sorgen und Kontradiktionen auszuhalten, ist alles ehrlich wie einfach. Aber immer mehr Leute wissen das. Immer mehr Leute geben die nötigen Decisionen im Sinne von der Transition und auch der politische Courage von Politikerinnen zu umzugehen, auch unerkennen. Eine oder eine Politikerin wird ja auch nicht gewählt, weil sie oder er positive Stimmung möchte, sondern weil sie oder er die richtige Entscheidung für die Zukunftsgestaltung hält und auch bereit ist, ein Kehr umzuerkennen. Wie wird sonst die Politikerin gewählt? Wir wissen in ganz viele Bereiche, was zu machen ist. Der Biobahnbau muss ich nicht mehr neu erfinden, auch der Wille nicht. Wie wichtig nur die Steuerreform ist, ist auch gewusst, auch das Landesplan muss politisch eine Koordinationsfunktion kreieren oder dass mehr eine stärkere interministerielle Zusammenarbeit unbedingt nötig ist, für die komplexen Probleme von Haut zu meistern. Es muss dafür lohnnehmen Kap gemacht und all das bekannten Instrumente endlich umgesetzt gehen. Es gibt Hunderten, Tausenden, die bekannt sind. Wir wollen noch keinen neuen vermeintlichen Beteiligungsprozess oder so einen neuen Think Tank, den das nächste Brainstorming möchte, darüber wird gemacht, wie wir die Füllungsform attraktiv zu machen oder ähnliches. Alles da ist gewusst. Es wird alt, wie wenn die Gremien für allem gegen ansetzen, nicht für eine Bürgerbeteiligung zu machen, wie für Decisionen an Zukunftsfragen, für das in Haut keine Entschädigung muss hören. Wir werden das immer mehr kontestieren und als ja natürlich für eine reale Bürgerbeteiligung ansetzen, wenn es darum geht zu diskutieren, wie setzen wir das um. Wie gehen wir konkret für, aber nicht mehr für das nächste Brainstorming, wo die nächste Karriere das selber rauskommt, wie viel gut, nicht mehr für die Responsabilität rauszuklammen. Man nicht an allen Bereichen, also ganz klar, wie genau das zukünftige Modell aussehen kann. Wir sind in so einer fundamentalen Zeit von Umbruch, dass es für uns alle auch darum geht, die Courage zu holen, die richtigen Entscheidungen zu holen, die richtigen Richtungsentscheidungen zu holen, noch, auch wenn wir nicht genau wissen, wie genau das Endmodell wird ausgesehen. Ja, wir mussten das Movement so gehen. Es bleibt kein fertiges Konzept dich, wie ein Männer wurstensbasiert, Wirtschaftsmodell, das nicht auf Raupe von der Lebensgrundlage geht, kennt ausgesehen. Die 100%ige Antwort hat nach kein. Das ist zu viel erwartet. Das ist mehr von einer ONG, die Benevolat basiert. Aber das Wichtigste ist, einmal zu erkennen, dass ein heutiges Modell der falsche ist. Das Wichtigste ist, für zu gehen, dass sie sich verselbstständigt tut und nur die Vorteile überweihen. Das jetzige Modell zwar dazu feiert, dass das Lebensgrundlagen zerstört gehen, aber wohl nicht fertig bringt, dass alle Leute auf diesem Planeten gut leben können. Leider
sind für allem viel verantwortlich an Entschädungsgräser nach weit Wächter von der Analyse zu delen oder Konsequenzen dreist zu zählen. Man scheint als, wir wissen ganz genau, welche Instrumente müssen in Kraft gehen, für in die richtige Richtung zu gehen. Als Kongress für Ökologie fordern wir klar, es soll nur eigentlich umgebracht gehen, verschiedene von den Instrumenten, die es hinter Jahren versprach, sind also unerkannt auch vom politischen Milieu, setzt zu lassen. Wenn die jetzige Koalition will, dass Leute hinnen, gerade auch an der Wahlzeiten, vertrauen, dass sie Versprechen noch umsetzen, dann müssten sie sich nur noch dazu bekennen, dass der Wüstungszwang ein Problem ist. Also sie müssten echt Analysen an Eckwerte für Reformen. Und dafür in allem fängt nur halt die Steuerreform an eine Analyse darüber, wie ein umweltschädliche Subsidien am Blatt ausbezahlt gehen, an ein Budget wäre, 4 Lehen. Lohn nach Eckwerte, Analysen, 4 Lehen. Wir fordern auch einen Nachhaltigkeitscheck für die Regierungsdecision auf den Tisch zu legen. Umgesagt kriegen sie das nicht mehr alles, das wissen wir. Wir müssen nur noch versprechen, an nichts machen, holen wir nicht auf. Es sind aber ein paar mehr Zeit, die sollen genutzt gehen. Und das sind ich aber auch bei der Tripartite. Du hast das letzte Sommer an einer großen Drucksituation eine Energiepreisdeckelung dezidiert gehen. Das wird als die Energiepreise nicht fortlaufen und so in anderen zu vielen Indextranchen ausgelöst gehen. Dafür sind die Energiepreise für jeden gedeckelt gehen. Egal wie viel Energie er verbraucht, egal wie viel er verdient. Am Klartext. Der Staat am Meer bezahlt gerade auch einem, den total überreicht beim Energieverbrauch und noch genug Geld hat, einen guten Teil für seine Energieherstellung. Staatlich subventioniert den Energieverbrauch auch für ganz Reiche. Dann an Zeiten von Klimakatastrophe, an Zeiten, wo für Verteilungsgerechtigkeit, für Preisführung geschwert wird, an Zeiten, wo alles so gebraucht wird, für die wirklich sozial-ökologische Transition zu finanzieren. Eine verkehrte Welt. Die Decision war schon der letzte Sommer immens problematisch. Melo, 7 Monate nur, also bei der letzten Tripartite für ganz kurzen, also so gut nicht mehr zu verstehen, dass die Preisdeckelung weitergeführt wird, inklusive nach 2024. Wo Geld hier könnt, egal. Wie die ökologischen Reperkussionen sind, egal. Ob es sozial gerecht ist, egal. Hauptsache, jeder, der unter dem Düssel zu sein Gesicht nicht verloren, als Changement konnte verändert werden. Aber alle Akteuren hatten das 7 Monate Zeit, für eine seriöse Lesung an die Wege zu legen. Für was, als das nicht geschieht? Die Erklärung schenkt einfach. Es wird wohl jeder arrangiert, dass alles beim Ärmel läuft. Es war eine pragmatische Antwort. Kein verliert etwas, außer der Staat, außer die nächsten Generationen und Klima und Ruhe. Für die Welt stellen wir das Beispiel so am Fenster. Man wird nicht symbolträchtig, dass wir heute Probleme haben. Es tut Ihnen den Eindruck, dass an zentralen Zukunftsfragen, wo auch gewinnt ist, muss auf Vorgestalt gehen, scheinbar alle Akteure im Durchschnitt Courage haben, die reellen Probleme oder strittige Punkte umzugehen. In diesem Fall, wie definieren wir soziale Gerechtigkeit, wie kann ich mit dem heutigen Indexsystem ein nordisches Steuersystem en place setzen, für just die 2 Fragen zu hören. Wie wenn wir alle ja dann, wenn es echt wird, wenn wir grundsätzliche Reformen nötig sind für die Ökologie, Sozialselektivität an die kommenden Generationen nicht zum Verlierer gehen, wenn wir alle dann die Kappe an den Sand stierchen, da kommen wir nicht weiter. Das Finanzement vom Sozialsystem ist ein anderes Beispiel. Wir wären munter, wie wenn zum Beispiel diese Wüstung nach 50 Jahren kein weitergehen, aber auch ein Finanzement von unserem Sozialsystem durchab. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Engfährten, dass wenn man die wirklich Vorgänge stellen, wie es weitergeht, da geht man vorgestellt gehen, wie das Sozialsystem heute finanziert wird. Und die anderen Fährten, wenn man vorstellen, da geht man vorgestellt, wie hoch Pensionen sind. Und lo, es arrangiert das scheinbar Sinn, für die Frauen die an Zukunft verlernen. Die Frauen, sie sind ja legitim. Mit zu Mengen gehen zu weitergehen, als nicht responsabel. Wir sind dann an einem Schneeballsystem, wo immer mehr Leute müssen an Land kommen und helfen, das Ganze zum Laufen zu halten. Das Modell wird aus vielen Gründen kollabieren. Überlos wird auch an diesem Bereich die nächsten Generationen mit unseren Fehldecisionen einzugehen oder die mehr nur aktiv. Aber wenn ihr dort den Automatismus gesehen hört, den angetragen ist, wie die Cour des Comptes gewohnt hat, das Funktionament von der Tripartite zu erfreuen, das war schon befremdend.
Es gouf direkt Sturm gegen Propos gelaufen, dass die Partie soll durch eine ökologische Stimme ergänzt gehen, für das die Museum auch nur vertreten wäre. Wo könnt ihr euch hier? Weil Cour des Comptes hat eigentlich ein Dokument zentral vorgelöscht. Ganze Summesetzung an das Funktionament von heutigen Gremien nach den Herausforderungen von der Zeit geherrscht. Weil die Gremien goufen für Jahren, zum Teil für ganz viele Jahre angesagt. An einer Zeit, wo die Diskussionen von der nordischen Entwicklung, Klima- und Biodiversitätskrise noch ein ganz anderer waren. Und wir sollen auch mittlerweile Fragen an den Gremien sind, fällt mir aber das Bild von den alle weißen Männern an. Ein bisschen hört das. Leute, die sich mit der Transition beschäftigen sollen, wir brauchen als Sicht von der Nordhalt eine Reform von unseren Institutionen. Die klassischen Akteure, das gilt auch für Gewerkschaften und Patronatsorganisationen, müssen sich abmachen für die Umweltakteure, für die Zivilgesellschaft. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen gewohnt. Ich spreche den aber ganz bewusst. How das ist jederin eins, dass wenn wir 4 Jahren die Energietransition gemacht hätten, und wirklich umgegangen wären, Konsequenzen von der russischen Invasion an die Ukraine am Energiesektor bei weitem nicht so schlimm wären. Aber komm, wir sind ehrlich, wir machen genau dieselben Fehler. Wir verlupen gerade so wie demals die nötig, lang bekannte Veränderungen, die nötig wären, eben weil sie gewünschte Murcht- und Profitverhältnisse erfroren. Aber weil sie die gegen den Kopf geheilen. Aber weil sie gegen fundamental, obwohl auch verschiedene wie umstrittene Reformen bedeuten. Wir fordern aber als MECO ganz klar an, die Fehler darf man nicht mehr machen. Und darf nicht nach Ecke geschehen. Wir brauchen gerade wo zentral Decisionen, die in die richtige Richtung gehen, die eine nachhaltige Zukunft aktivieren. Wir brauchen politische Akteure, die bewusst bereit sind, Ambiguitäten, verschiedene Wühen, Unsicherheiten auszuhalen, die aber auch bereit sind, wissenschaftliche Fakten zu thematisieren, auf den Tisch zu legen und dafür zu ringen, dass die umgesetzt gehen. Und das gilt nicht nur für Politikerinnen, schon gesagt, mehr für alle gesellschaftlichen Akteure. Gewerkschaften in erster Platz und auch ökonomische Vertreterinnen. Wir brauchen, ich fand den Ausdruck so schön, wohlwollend Diskussionen, und wohlwollende Streit, die uns vorbringen. Das auch am Vertrauen, dass auch ein großen Teil von Leuten das Changement mehr wollen, wie gemeint ist. Dann ist aber natürlich froh, weil es am Kontext von der Transition trollt von einem Umwelt-ONG und auch von einem Mouvement Ökologique. Auch die Frage muss demnächst am Anfang diskutiert gehen. Welchen erkennt wir als nach mehr bis an institutionellen und staatlichen Gremien investieren? Das mit dem Risiko als Unabhängigkeit anzuschränken oder weil wir weiter die ganz frei Stimme bleiben, die aus der Zivilgesellschaft heraus von innen agiert. Oder wollen wir aber eine andere Rolle überholen, auch mit dem Risiko als vielleicht zu überfordern. Wie viel auch kennt wir als überhaupt am Detail an bestimmte Prozesse abbringen mit unseren blacklichen Mitteln. Ich weiß dann, ich will nur den Grof von hier einmal black nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist entschieden, dass wir uns bewusst all das Diskussionen stellen und nach mehr darüber nachdenken, wir am mehr als auch als ONG können fit machen für den Challenge und auch für interne Strukturen, Reformen bei uns gegebenenfalls nötig sind, auch für neue Leute zu gewinnen, die nach der Courage bei uns aktiv zu gehen bei komplexen Themen. Was können wir besser machen? Und nicht zuletzt, wie können wir gerade am Value als Idee nach mehr Leute bringen? Ich komme gegen den Schluss. Ich gehe halt nicht an Detail über das Wahlproposen an. Die hat als Vorruf mehr bekriegt, sowohl eng zu den Nationalwahlen und nicht eng zu den Gemeindewahlen, ob die mir ganz hilfreich sind, dass wir sie erstellen konnten. Es waren viele Memberforumen, auch für viele Leute, die einzelne Texte gelesen haben, weit über 100, wo das Dokument zustande gekommen sind. Verschiedene von ihnen schon gleich geduld, wie sie kriegt und das Dokument ganz dick, viel detailliert. Ja, ganz dick, aber viel detailliert. Wir merken, dass wir aus der geraden Zeiten, wo viele so überflächlich ist, nicht, dass wir aus der Challenge sind, an Details zu gehen, an all den Leuten, die gute Wille sind, ein konkretes Instrument mit an den Griff zu gehen, für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung zu machen. Ein großes Merci an jeden, der geholfen hat, als er Wissen, seine Passion und Engagement abgeholt hat. Das Zeitfenster, das bleibt, das Schlimmste zu verhindern, immer mehr klein wird als gewusst. Wir alle wissen, dass die nächste Legislaturperiode entscheidend wird sein, ob es die ökologisch-soziale Transition gelingen wird. Komm, wir bleiben weiter als Movement nicht bei der Kritik stehen,
so berechtigte Deelweise auch Merc sind, komme ich merke weiter drauf, dass als geht an die gewährle Geheier fallen. Aber wir alle den Ofen sitzen, aber noch Politikerinnen am Saal sitzen, merci dafür. Sie sind noch Member. Wir würden nämlich einfach nicht mehr Member an, und nicht Politikerinnen sonst, desto mehr als der zu schätzen. Wenn wir aber alle den Ofen sitzen, dann sind wir zu viel sind, die in ein anderes Modell leben. Wieso private Forscherin Jane Goodall? Es ist kein Optimist, es ist ein hoffnungsvoller Mensch. Heute dem Member geschrieben, ich ging bewundern, dass wir am Movement noch immer Courage hatten, wie so ein konkreter, konstruktiv Arbeit zu machen. Das soll sich nicht viel machen. Ich meine, dass kein Heibonnen, die sich nicht auch immer im Fried, lohnt sich noch aktiv zu sehen, was ist der Wert, soll ich nicht mehr mein Leben mehr genießen. Ich meine, kein von uns noch immun gegen viel von der Ohnmacht an Zeiten von den multiplen Krisen, denen wir ausgeliefert sind. Wir mussten auf den Ukraine-Krieg reagieren, die Klimakrise hast du, Biodiversitätskrise hast du, und wir wissen, nun alle Globalisierungsvorstellungen, sich zwischen Arm und Reich geht mir an global Ungerechtigkeiten wollen so, wie erst zu packen. Auf jeden allem, wir wissen, dass kurzfristig keine Zeit wird kommen, wo wir krisenfrei sind. Dafür, kein weiß, ob es nach diesem Engagement noch gelingen wird, dass das Klima nicht gibt und als natürliche Lebensgrundlagen erhalten bleiben. Aber etwas ist immens klar. Wenn ihr das probiert, dann wird ihr schon verloren. Oder wie der Richard David Precht als sagt, ich schon Herr Noe studiert und ich hatte viele Hoffnungen, wie Herr Noe schon etwas verpasst und ich habe keine etwas erreichen. Komm, ihr wollt weiter die Courage an die Hand und setzen uns weiter dafür an, dass es besser geht. Und komm, ihr unterstützen die Politikerinnen, die sich couragiert für den Weg engagieren. Los uns weiterhin mit unserem Engagement, unseren Ideen, unserer Lust und Leidenschaft für eine positive Zukunftsgestaltung, unser Licht für die Natur und ihre Schönheit, unsere Menschlichkeit, an dem hohen Wert, die mit der sozialen und weltweiten Gerechtigkeit gehen, dem guten Gefühl von Modernen am Movement Ökologique, kommen wir uns weiter ersetzen, um für uns und für die nächsten Generationen eine gute Zukunft zu gestalten. Das ist nur unser Motto: Lebens, kritisch, engagiert. Vielmals merci und einen guten Kongress.